Aber Tom Kercher, dir sieht den Oktavprediger 2017. Vielleicht eher mal bei Thema von diesem Jahr kommen, echt froh. Was verband dir selber mit der Oktav? Auf welchen Beziehung hat ihr zur Trägerin? Die Oktav ist für mich immer eine ganz wichtige Zeit. Das ist eine Flotzeit, eine ganz schöne Zeit, eine ganz intensive Zeit, aber auch eine Zeit, wo ihr wirklich auch die Kirche zu Lützeburg erlebt, als liebliche Kirche, die pilgert, die hier hinkommt, die ganz wichtige Momente auch hier an der Kathedrale teilt. Die Leifzerträgerin spielt dann nach hier eine Rolle dabei. Die Leifzerträgerin, die von Kantem uneigentlich da wäre, an die man auch bis auf den heutigen Tag ganz wichtig geblieben ist. Was sind ja echt Erinnerungen in Oktav? Was hat dich vielleicht damals markiert und berührt dich auch heute nach? Und sich just dat hinkommen an Kathedrale, die wunderbare Votivaltor, den mich als Kant impressioniert huet, dat Gold, dat alles rundherum, die schönen Blumen, die Kerzen, die Lichter, und dann damit immer Mutter Gottes an den wunderbare Gewänder, die sie huet. Und ich meine, das ist auch nach dat, was mich heute immer unzieht, der Oktav, auch an dem Ganzen von der Oktavzeit. Thema von der Oktav 2017 heißt «Zeige raus, avant so large». Und wie riecht sich diesen Appell, wohin soll es den Weg feiern? Den Appell riecht sich als Kirche zu Lützeburg und als Gläubig an den Poren, an den Gemeinschaften. Der Weg soll also rausziehen bei Menschen von dieser Zeit, aber auch über die Menschen raus bei Jesus Christus hin oder durch Jesus Christus bei Menschen, so könnt ihr nicht auch nach einkehr formulieren, das wirklich ein Weg für sich neu abzumachen, in einen Abbruch auch zu wollen als Kirche zu Lützeburg, nur den ganzen Remodelagen, die man erlebt und nur dem ganzen Hin und Her, was wir an der Vergangenheit hatten. Könnt ihr als kurz Ihren Hauptmessage umschreiben, den dir als Oktavprediger der Pilger mit auf die Welt gehen, was ist Ihre rote Faden an den Predigten an den nächsten 2 Wochen? Der rote Faden ist, dass wir als neu sollen ob diesen Weg machen, der Tisch als neu Aussprüche losen von Jesus Christus und da wirklich auch rausgehen an Jesus Christus bezeihen. Wir haben ja ein bisschen die Impression, wie wenn wir als gibt man diesem Glauben echt zurückhalten. Nee, es geht darum, dass wir diese Glauben auch noch draußen bekennen, dass wir für diese Glauben auch noch draußen anstehen, an den Menschen dadurch ja auch die Frau Botschaft an Jesus Christus, wie er da bezeihen und bekennen. Während der Ouvertüre von der Oktav gehen die 33 Neiporen erhoben. Ein Prozess, den die als Bischofsvikar für den synodalen Prozess begleitet und maßgeblich markiert wird. Was heißt den Oktavmotto 2017 justement für das Neiporen? Ich meine, das ist ein bisschen das, was ich auch viel schon gesagt habe. Die neuen Poren, dass ein neuer Aufwand, die gesagt wird, eine neue Struktur, die gesagt wird, mit dieser Struktur muss ich mit Leben erfüllen. Und hier gilt dann auch, als neue Poren wirklich rauszugehen, als neue Poren neu anzufangen, wirklich rauszugehen, mit den Leuten und zusammen mit den Leuten. Das ist wirklich das, was man Herzen leidet, aber was wir auch probieren sollen, als Kirche zu erleben. Die sieht an den nächsten 2 Wochen als Oktavprediger an der Kathedrale Dono an ihrer neuen Funktion als Pastor von der Kathedrale über Jahren heraus. Mit welchen Hoffnungen, Erwartungen kommt ihr hin? Mit der selben Hoffnung, wie auch das Oktav-Thema sieht, dass wir können aus dem Neuen, dem wir aufhängen, auch ein liebe Sporgemeinschaft hier an der Stadt können bilden, dass man mit zusammen wo es in die verschiedenen Kommunitäten, die jetzt Niveau von der Stadt gehen, dass man da wirklich als Christen, als Gemeinschaft von Christen erleben und dass man auch als Gemeinschaft da als Glauben neu und Brände kriegen sozusagen.